Ja. These are classrooms where they study for courses. In our holidays or where are Yeah, we are in holidays. holidays? We are coming back on Monday. Monday. Yeah. We have a micro library here. Herzlich willkommen. Ja, Jetzt ist. Hello. Hello. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön. Dankeschön. Also wir begrüßen Sie in unserer deutschen Klasse. Darf ich mich dazu? Ja, gerne. Ja. Ja, also heute sind wir am letzten Freitag, eigentlich ist alles belegt, aber es fehlen noch ein paar im Protokoll. Ein paar sind noch im Protokoll, haben noch ein bisschen Dienst, ja. Und ja, hier ist noch ein Platz. Hier ist noch ein Platz frei. Take a seat. Hier gibt es noch freie Plätze, ja? Oder hier? Okay, alle da? Alle da? Ja. Jetzt kommen wir nochmal vor. Okay. Herzlich willkommen. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind jetzt in unserem Deutschklassenzimmer. Wir haben jetzt ungefähr 32, 33 Teilnehmer hier. Das ist die neue Gruppe und das sind eben Teilnehmer aus dem letzten Jahr, die nicht aufgeben
und noch einmal mit uns lernen wollen. Ja? Es ist gerade ein bisschen Spagat, weil manche wollen nochmal den ganzen Kurs machen und manche haben die Hoffnung, dass sie schneller noch die B1-Prüfung machen und dann vielleicht eher kommen können. Da müssten Sie aber dann mal sagen, inwieweit das jetzt noch möglich ist, nachdem ja das Schuljahr startet. Und ja, wir sind jetzt in der 3. Woche. Wir haben vor 2 Wochen angefangen. Ich habe eine ganz tolle Klasse. Die Leute sind super motiviert. Wir haben schon aus meiner Sicht sehr viel gelernt. Wir geben Ihnen auch gerne eine Kostprobe davon. Ich möchte auch noch erwähnen, dass die Leute natürlich motiviert sind, weil sie nach Deutschland kommen möchten. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel selbst investiert haben in diesen Kurs. Sie haben doch, Sie oder Ihre Eltern, sehr viel bezahlt und Sie verdienen ein Jahr auch nichts. Ja, also und deswegen, also bin ich auch sehr engagiert, deswegen sind die Leute sehr motiviert, dass sie wirklich auch dann diesen Erfolg haben. Und wie ich eben auch gehört habe, ist die Prüfung ja auch nicht doch nach einem Jahr, sondern wir müssen ja hier auf das B1-Niveau kommen innerhalb kürzester Zeit. Und wir lernen deswegen auch am Nachmittag. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, also meine Teilnehmer bekommen abends, Samstag, Sonntag, Material einfach zum Selbststudium. Ja, was kann man noch sagen? Wir versuchen eben auf verschiedene Art und Weise auch zu lernen. Ja? Also wir haben eben noch nicht die richtigen Bücher, aber wir haben ein Teil der Bücher und wir haben eben dieses interaktive Material, auch hier mit zum Hören, ja, weil das war auch ein großes Problem bei der letzten Prüfung. Also wir machen auch sehr viele Höraufgaben. Wir haben diverse Spiele, wir haben diverses Material, das ich auch aus Deutschland mitgebracht habe, was natürlich auch gut wäre, wenn das eben sowas vor Ort wäre. Ja. Ich hatte jetzt das Glück, dass mein I'm so sorry that I studied in Germany, but they are now important. Ich hatte das große Glück, dass mein Mann mich begleitet hat. Und das hatten wir mit Turkish Airlines 4 Koffer. 4 mal 23 Kilo. Und dann konnte ich einiges an Material mitnehmen. Und, aber das wäre natürlich schön, wenn man das vielleicht aufbauen könnte. Gut, wir haben was vorbereitet für Sie. Achso, ich wollte noch sagen, für die 2 Wochen haben wir schon so viel gelernt. Ja? Und wir zeigen das jetzt, Versuch und Alina. Ja, wir haben 2 Dialoge vorbereitet. Was wir alles schon gelernt haben. Hallo. Hallo, Wie heißt du? ich heiße Aline. Wie heißt du? Ich heiße Otto. Aline, woher kommst du? Ich komme aus Rwanda in Kigali. Woher kommst du? Ich komme aus Kigali in Rwanda. Wo wohnst du? Ich wohne in Rubavu. Wo Wo wohnst du? ich wohne in Rwanda. Aline, bist du verheiratet? Nein, ich habe keine Kinder. Ich habe Babys. Ich bin Baby. Aline, was ist dein Beruf? Mein Beruf ist Barista. Und du? Mein Beruf ist Student. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Musik hören. Und du? Mein Hobby ist Tanzen. Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt und du? Ich bin 23 Jahre alt. Wie spät es ist? Es ist 11 Uhr. 11 Uhr. Oh,
Ich habe Deutschkurs 12 Uhr. Bis bald. Bis bald. Wegen der Aussprache, ja? Sehr gut. Aber natürlich, also in Ruanda, wir können zu jedem so sagen. Aber was ist in Deutschland sehr wichtig? Sie, formell, ja? Cynthia und, genau, ja? Die machen jetzt informell. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Hier auch, danke. Wie heißen Sie? Oh, ich heiße Jonathan Sentmann. Entschuldigen Sie bitte, wie heißen Sie? Oh, ich heiße Jonathan Sentmann. Buchstabieren Sie bitte Ihren Familiennamen. Oh, M-U-S-E-N-G-I-M-A-N-A. Danke. Wie heißen Sie auch? Ich heiße Cynthia und Cynthia, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Bernhard, woher kommen Sie? Ich komme aus Ruanda. Und Sie? Und Sie kommen Sie aus Ruanda? Nein, ich komme nicht aus Ruanda. Ich komme aus Senegal. Sicher? Was ist die Hauptstadt von Senegal? Die Hauptstadt von Senegal ist Dakar. Ja, stimmt. Und wo wohnen Sie jetzt? Jetzt bin ich in Luavu. Und Sie? Ja, ich wohne auch in Ruanda jetzt. Jetzt. Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt. 20 Jahre Ja, alt. ich bin 20 Jahre alt. Okay. Und wie alt sind Sie, Cynthia? Ich bin 40 Jahre alt. Sicher? Ja. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Und Sie? Ich bin nicht. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine. Was sind Sie von Beruf? Mein Beruf ist Fremdenlehrer. Sie haben einen schönen Beruf. Danke. Und Sie, was sind Sie von Beruf? Ich bin Studentin. Studentin? Sicher. Ist Universität auch in Nein, ich mache einen Deutschkurs, einen kleinen Deutschkurs. Oh, Was sind Ihre Hobbys? meine Hobbys sind Spazieren gehen und Buch lesen. Und Sie, was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Musik hören und kochen. Bernhard, welche Sprache sprechen Sie? Oh, meine Muttersprache ist Kinyarwandisch. Ich spreche auch Englisch, nicht sehr gut Französisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche sehr gut Französisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Oh, danke Cynthia. Auf Wiedersehen. Ja, also die Teilnehmer möchten auch, dass wir in diesem Prozess fortschreiten. Dankeschön, dann übergebe ich das Wort an die Chef. Super, danke. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte örtlichen Vertreter der Regierung, der Politik, liebe Mitglieder der Delegation, liebe Schulleitung, ich bin total glücklich. Honorable Minister, protocol observed. I am super happy. Ich war hier mit Minister Wissing vor 5 Jahren
Vor 5 Jahren hatten wir eine Idee, manche meinten, es wäre Träumerei. 5 years ago, Mr. Wissing and I had a dream, and some people actually thought it is a dream. Der Traum war, jungen Menschen aus Ruanda, junge Menschen, wie ihr es seid, eine Möglichkeit zu geben, in Deutschland eine 3-jährige Ausbildung zu machen, dann noch etwas Berufserfahrung zu sammeln, um zurück in die Heimat zu kommen und hier echte Experten für Hotellerie und Tourismus zu sein. We wanted to create an environment and an education where within 3 years, you young students have the opportunity to come to Germany, learn on the job, and bring all of this expertise back to Rwanda. Und wir haben 5 Jahre gebraucht, bis die ersten von euch jetzt in Rheinland-Pfalz sind, und darüber sind wir alle aus der Delegation, die Ministerin, der DEHOGA, IHK, Berufsbildende Schule, alle Delegationsteilnehmer sehr, sehr glücklich. And since 5 years, we are super happy that it worked out and we could realize that project. And within the businesses, within the hotels, within restaurants, we are very, very happy. We have the first students which can lively present the success of this project. Und nun möchte ich euch Mut machen. Einige von euch lernen schon seit einem Jahr und haben die B1-Prüfung leider nicht geschafft. Ich möchte euch Mut machen, durchzuhalten. Ihr braucht nur noch ein Jahr, maximal. Wir haben bis hierhin 5 Jahre gebraucht und ihr braucht nur noch ein Jahr. And I want to encourage you, I've heard some didn't make B1, but I want to encourage you to keep on it, stay on it. We want to have this success. Don't get frustrated. We know German, sorry, that's something, we know German is a difficult language, but I think we want to really encourage you to continue with what you're doing. Und ich mache euch heute ein Versprechen. Jeder von euch, der die B1-Prüfung besteht, wird einen Ausbildungsplatz in Rheinland-Pfalz in unseren Hotels bekommen. And I want to make a promise. Everyone who makes the B1 will have a place in Rheinland-Palatinate. Und es ist nicht entscheidend, ob das heute oder morgen oder es in einem Jahr ist. Es ist aber entscheidend, dass ihr diese Prüfung sehr gut macht, weil wir haben in Deutschland die sogenannte duale Ausbildung. Wir machen praktische Dinge im Betrieb, das kann man mit Händen und Füßen erklären. Wir machen aber eine sehr intensive schulische, theoretische Ausbildung. Und dazu müsst ihr leider die deutsche Sprache nicht nur hören, sprechen, sondern auch sehr gut schreiben können. Deshalb möchte ich euch Mut machen, lieber noch 2, 3, 5, 6 Monate länger hier zu sein. Das ist euer Werkzeugkoffer. Wir haben ganz viel Werkzeug eben gesehen. Das ist euer Werkzeugkoffer, um in Deutschland eine gute Ausbildung zu machen und diese auch zu bestehen. And I want to encourage you to keep on going and learn the German as good as you can. In Germany, there is a dual education. The dual education means you will have to be practically working, which you can do with your hands and your feet and everything, with your knife. But on the language and theoretical part, you will have to know the German so that you can really succeed in Germany. And take the tools with you. Spend 4 or 5 months in learning German to a level where you think you are now ready to come to Germany, which is the tool, and you have the tools here to learn. And I invite you to be on a very good level of German, because everybody has a place, and I think that's going to be realizing the career in the region. Wir freuen uns in unseren Hotels, in unserer Gastronomie, in 10 tollen touristischen Regionen von Rheinland-Pfalz auf euch. Wir sind genauso ungeduldig wie ihr. Wir wollten ja mit 25 beginnen, jetzt haben wir mit 9 begonnen. Aber das ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass ihr alle zu uns kommt und hoffentlich haltet ihr durch. Das ist mein Wunsch an euch. Durchhalten, durchhalten, durchhalten.
untereinander Mut machen. Wenn einer mal einen Hänger hat, den einhaken, unter den Arm nimmt. Und ihr habt eine so tolle Lehrerin, so engagiert. Danke, danke, danke dafür. Das ist wunderbar. We want to encourage you to keep it up. Don't give up. If you have friends and you want to do tandem with some others, they might be in the position to help you. So please exchange. Come, we are all looking forward to having you in the region, in our industry, and thanks especially to a wonderful teacher. That's been done. Und abschließend, damit euch die Zeit nicht so lang wird, wir haben ja eine sehr gute digitale Ausstattung. Und wir haben auch im letzten Jahr immer schon Videoschalten gemacht mit euch, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und kommen wollen, und mit den Betrieben. Ich denke, das sollten wir unbedingt weitermachen, damit die Nähe da bleibt, damit ihr eure Arbeitgeber, eure Ausbilder schon kennenlernt, und dann wird es euch auch einfacher fallen, durchzuhalten, wenn wir euch dann auch noch, wenn auch nur von der Mattscheibe, motivieren können. Danke, 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 dass ich hier sein darf. Vielen Dank an die Ministerin, dass ich Teil dieser Delegation sein darf. Ich sage das im Namen von rund 10.000 gastgewerblichen Betrieben in Rheinland-Pfalz, von denen etwa die Hälfte beim Büro organisiert sind. Wir freuen uns auf euch. Ihr seid ein Teil unserer Zukunft, und wir haben euch gerne in Deutschland, und wir lassen euch genauso gerne dann wieder in die Heimat zurückgehen, wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, damit ihr hier den Tourismus nach vorne bringen könnt, damit ihr eure Familien unterstützen könnt. Das ist der Sinn des Projektes. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wer nicht ins Gastgewerbe möchte, kommt zu mir und mit Richard Holliger. So let's use the digital modes which we already have to be having that exchange between Rwanda and Germany. And the 10,000 companies are really wanting to engage already on the mode of digital solutions, which I think is very good. So thank you very much. And the statement was made, if you don't want to do it in the hotel or restaurant industry, you can be a mechatronic as well. So Thank you. Vermacht werden im Raum. Nein, Martina, wir können hier nicht weg. Können Sie kaufen? Ja. Also, Fotosession ist raus.